Achso, umschauen können wir uns nicht. Wie kann ich Ihnen behilflich? Das haben wir schon, ist sie. Wiedersehen, Massetti. Wiedersehen, Riley. Eine rote Lampe. Unverzichtbar um... Aber die rote Lampe ist nicht mehr drin. Die haben wir nämlich ausgebaut. Eine rote Glühbirne aus der Little Peninsula. Was machen wir mit der? Da ist eine Gegensprechanlage an der Tür. Ja, Hier ist Riley. gewiss, Mr. Riley. Ach so. Da können wir jetzt einfach so eine. Gut. Lass mich raten. Wir müssen wieder fahren an andere Ende von Stadt. Richtig. Zur Essex Street. Alles klar. Vielleicht was die Greta was. Smiley ist nicht mehr da. Ach so, mit der können wir nicht reden. Die Karte der Kneipe. Dann gehen wir wieder. Eine Registrierkasse. Geld aus einer Kneipenkasse klauen. Na, das würde meinem Ruf ja echt helfen. Was das Slowensky was? Was kann ich tun für dich, De Niro? Wiedersehen. Dass wir dann... Gut, dann nix. Dann gehen wir halt einmal da rein. Heute war doch... Solange das Bett... Wir haben doch eine rote Lampe. Pass auf. Das ist zwar kein teurer Art Deco. Meine selbstgebaute Dunkelkammer. Ich entwickle meine Fotos selbst. Ich kann nicht riskieren, dass ein Fotolaborant mit loser Zunge mein belastendes Material zu sehen bekommt. Die letzte Rotlichtbirne, die ich hatte, ist letzte Woche kaputt gegangen. Und der Laden, wo ich normalerweise Nachschub kaufe, macht vor morgen früh nicht auf. Aha, aber wir haben ja auch eine Cloud. Vielleicht können wir die da hinnehmen. Mir leuchtet nicht ein, wie ich die... Ja, diese Lampe ist genau richtig, um die passende Beleuchtung zum Entwickeln von Fotos zu erzielen. Aha, jetzt ist rot erinnert. Jetzt kann man vielleicht den Film entwickeln. Gut, Zeit, sich als Fotograf zu betätigen. Der Projektor fokussiert das Bild, das vom Licht übertragen wird, direkt auf das Fotopapier. Ich nehme das Blatt und stecke es in die Entwicklerflüssigkeit, danach in den Fixierer
Und anschließend spüle ich mit Wasser nach. Ich lasse die Fotografie eine Weile trocknen. 15 Minuten später ist das Wunder vollbracht. Jetzt habe ich ein schönes Bild von Howard, wie er mit Harvey Webbers Stieftochter herumturtelt. Das sind die Bilder, die Howard mit Harvey Webbers Tochter zeigen. Irgendwas sagt mir, dass ich für diese Schnappschüsse niemals bezahlt werde. So wird es wahrscheinlich sein. Aber jetzt haben wir was zu erpressen. Denn jetzt können wir gleich nochmal zurückfahren. Ah, schon wieder du. Zur 65... Alles klar. Gut, das überspringen wir also. Also haben wir also 100 Mal. Ja? Hier ist Riley. Gewiss, Mr. Riley. So, Mr. Riley ist wieder da. Und der schaut jetzt zum Howard. Tag, Howard. Oh, hello again, Riley. Nix. Wiedersehen. Hat mich sehr gefreut. Jetzt werden wir die Battle mal hernehmen. Was haben Sie denn zu diesen hier zu sagen? Nun, wie sind Sie an diese Fotografien gelangt? Im Gegensatz zu Ihren Filmen verbringt ein echter Detektiv die meiste Zeit damit, untreue Ehemänner oder Butler mit langen Fingern zu verfolgen. Ich begegne höchst selten Leichen oder unternehme exotische Reisen. Sind Sie mir gefolgt, um mich zu erpressen? Ich bin kein Erpresser. Aber wie es aussieht, haben wir eine gemeinsame Bekannte. Miss Webber. Susan? Genau, Miss Susan Webber. Howard sieht aus, als sei er leicht zu beeindrucken. Ich muss den Grund, warum mich Harvey Webber engagiert hat, etwas anders präsentieren. Ihr Vater engagierte mich, damit ich sie suche und um herauszufinden, wer sie entführt hat. Sie entführt hat? Wovon reden Sie denn? Ich habe niemanden entführt. Das müssen Sie mir nicht sagen. Sagen Sie das Mr. Webber. Er ist ein 2 Meter großer Schlachter, der seine 100 Kilo auf die Waage bringt. Nicht gerade jemand, den man mit einem Schwatz übers Filmgeschäft ablenken kann. Besonders, wenn sie etwas enger und ziemlich intim mit seiner Tochter geworden sind. Und Sie wollen diesem Mann diese Fotos aushändigen? Dafür werde ich bezahlt. Ich zahle das Doppelte. Ich bin ein reicher Mann. Ich kann jeden Preis zahlen. Oh, fangen Sie noch nicht an, Ihre Taschen leer zu machen. Ich sagte ja bereits, dass ich kein Erpresser bin. Aber Sie können mir behilflich sein. Was wollen Sie für diese Fotos? Sie werden sie doch nicht wirklich einem gewalttätigen Verrückten anvertrauen, oder? Sie könnten vielleicht später nützlich für mich werden. Wenn Sie mir helfen, wird Mr. Webber niemals von dieser Kleinigkeit erfahren. Okay, ich tue, was immer Sie wollen. Aber um Gottes Willen, zeigen Sie bloß nicht diese Fotos herum. Ich habe ein Angebot für Sie. Ein Angebot, gut. Vielleicht kann er an Massetti ablenken. Es scheint, als hätten Sie bei Massetti ein Stein im Brett. Und das könnte nützlich sein. Das verstehe ich nicht. Ganz einfach. Bringen Sie Massetti dazu, sein Büro lange genug zu verlassen, dass ich es durchsuchen kann. Machen Sie Witze? Ich will keine Schwierigkeiten. Sie haben bereits Schwierigkeiten. Es war keine besonders gute Idee, sich mit Mr. Webbers Tochter einzulassen. Aber wenn Sie tun, was ich sage, werden Sie deswegen keine Probleme bekommen. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen helfen kann. Sie sagten, Massetti interessiere sich für Ihr Geschäft. Ja, Gut. Sagen Sie ihm, dass Sie es sich anders überlegt haben. Wenn er Sie in sein Büro bestellt, denken Sie sich was aus, um ihn von da wegzulocken. Sie sind wahnsinnig. Ich werde Massettis Angebot niemals akzeptieren.
Es ist mir egal, ob Sie annehmen oder nicht. Ich will nur, dass Marsetti sein Büro verlässt. Das reicht mir völlig. Sie sind schrecklich. Da haben Sie vielleicht recht. Das nächste Mal, wenn ich einen Ihrer Filme sehe, schreibe ich mit, wie das ein Gentleman-Detektiv macht. Ich sitze an der Bar und bestelle, was man in diesem Laden einen Cocktail nennt. Ich sehe, wie Howard hinter mir Richtung Treppe verschwindet, nicht ohne mir einen bösen Blick zuzuwerfen. Sich auf so einen Produzenten verlassen zu müssen, um Marsetti aus seinem Büro zu locken, ist vielleicht nicht die beste Idee, aber meine einzige Option. Während ich darauf warte, dass Howard zurückkommt, trinke ich meinen Cocktail. Einfach widerlich. Da ist genug Zucker drin, dass es ein Diabetiker glatt umhauen würde. Ein paar Schlucke später sehe ich, wie Howard wieder die Treppe herunterkommt. Dieses Mal hat er Marsetti und dessen Bodyguard im Schlepptau. Es sieht so aus, als hätte der zweitrangige Produzent es tatsächlich geschafft und ich kann ungestört nach oben und mir das Büro vom großen Boss anschauen. Gut, das hört sich hervorragend da. Wahrscheinlich wird wieder zugesperrt sein. Die Tür zu Marsettis Büro. Die Tür ist abgeschlossen. War zu erwarten. Dann werden wir mal speichern. Und die Dietrich auspacken. Ich würde sagen, das ist der einzige Weg da rein. Wie immer. Gut, das kennen wir ja schon, das Gefummel. Und? Und wo ist der zweite? Verdammt, das Schloss hat sich zurückgestellt. Ich muss von vorne an. Und noch einer? Jetzt hat. Mal sehen, was Marsetti versteckt. Da stehen ein paar Gläser auf dem Tisch. Ich nehme eins mit. Wird vielleicht noch nützlich. Genau. Vom Geruch her würde ich sagen, dass da Brandy drin war. Eine Ausgabe von Upper Class. Eine der Zeitschriften, die den Reichen das richtige Verhalten in jeder Situation näher bringen soll. Wie man einen Hummer fachmännisch knackt, welche Kunstwerke ins Wohnzimmer gehören und wie man Steuern vermeidet, ohne in Schwierigkeiten zu kommen. Nein, die brauche ich nicht. Ich habe genug Klopapier zu Hause. Na dann. Importierter Whisky, italienische und französische Weine. Der liebe Marsetti lässt sich's gut gehen. Verlockend. Aber ich habe zu tun. Eine Reihe Statuen und Vasen von Gott weiß woher. Die lasse ich lieber hier. Ich stehe nicht so auf Ethnokunst. Einige Speere und ein Schild. Ich brauche keinen Doktor in Anthropologie, um zu erkennen, dass sie aus Afrika stammen. Ich nehme die Speerspitze mit. Aha. Die ist nicht sehr scharf, aber sieht sehr stabil aus. Jetzt haben wir eine Speerspitze. Einige Speere. Ein Wandschrank. Mäntel, Hemden, Krawatten. Hier drin werde ich nicht viel finden.
Gut. Was haben wir da? Stilvoller als ein Totem geht er wohl kaum. Ich frage mich, wie die sowas wie das aussuchen konnten. Sorry, aber ich muss wohl gefehlt haben, als Regentänze in der Schule dran waren. Diese Fenster führen zu einer Art Terrasse. Ich sehe nicht ein, warum. Gut. Da haben wir Telefon. Eine Kiste kubanische Zigarren. Nein, ich hasse den Geruch von Zigarren. Komische Sache, um sie sich auf den Schreibtisch zu stellen. Dieser Satz Scheiben sieht nicht nach gewöhnlichem Ramsch aus. Oh weia, was ist denn das? So, was müssen wir da machen? Das ist eine sechsstellige Kombination. Aber wie kriegen wir die raus? Stilvoller als ein Totem. Ich frage mich, wie die sowas wie das aussuchen konnten. Da steht das gleiche. Komische Sache. Tja, was müssen wir da machen? Damit werden wir nicht weiterkommen. Vielleicht mit der Speerspitze. Das geht so nicht. Da bin ich mir sicher. Mir leuchtet nicht. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Nee, gut. Ein Glas. Nein, das ergibt keinen Sinn. Nein, das ergibt keinen Sinn. Tja, und jetzt hat? Ich muss im Moment niemand anrufen. Und selbst wenn, wäre es nicht ratsam, dieses Telefon zu benutzen. Tja, was nehmen wir für Kombination her? Vielleicht die da oben? Aber es sind 7, glaube ich. Stilvoller als ein... Ich frage mich, wie die sowas wie das aussuchen konnten. Tja, da werden wir jetzt einmal Pause machen. Und das auch so ausprobieren. So, da sind wir wieder. Und die Kombination, die steht da hinten da. Da haben wir ein bisschen rumprobiert. So, und dann werden wir die ja da einstellen. Und zwar war das da. Das da stimmt. Das kann man nicht verändern. Ah, halt. Das muss ja oben und unten passen. Das da stimmt. Der zweite Ring.
Da brauchen wir... das, oder? Und beim dritten... brauchen wir das. Und dann macht die Ein Säule... Safe in einem Totem. Stilvoll. Das gefällt mir. Ich brauche die Kombination, um den Safe zu öffnen. Ich habe keine Zeit, das herauszufinden. Ich muss es irgendwie schneller aufkriegen. Ach, da ist auch noch was. Aha. Geschlossen. Und wie war das? Geschlossen. Geschlossen. Nick. Geschlossen. Müssen wir das irgendwie bestätigen oder? Geschlossen. Ich habe ihn aufgekriegt. Aha. Diese Bündel Bargeld geben mir das Gefühl, dass ich wohl im falschen Geschäft tätig bin. Egal, nimm's mit. Ich nehme ein Bündel. Ich bin sicher, das ist schmutziges Geld. Aber in meiner Tasche ist es besser aufgehoben als bei Marsetti. Richtig. Da ist ein Notizbuch im Safe. Ja, das nehme ich mit. Dieses Notizbuch muss wichtige Informationen enthalten, wenn Marsetti dachte, dass es in einen Safe gehört. Jetzt habe ich ein chiffriertes Buch. Ich sollte genauer darüber nachdenken. Tja, was haben wir denn noch, Dinger? Das ergibt keinen Sinn. Das verschlüsselte Notizbuch, das kann passen. Und Das ergibt keinen Sinn. das nicht. Stimmt. Slowenskis Vater hat mit Verschlüsselungen gearbeitet. Vielleicht kann er mir helfen herauszufinden, was es mit dem Notizbuch auf sich hat. Das ist das Notizbuch aus dem Safe in Marsettis Büro. Ich habe schon einen Blick reingeworfen, aber schlau bin ich nicht draus geworden. Der Text scheint kodiert zu sein. Ich muss den Text irgendwie entschlüsseln. Aber noch habe ich keinen Schimmer, wie das klappen soll. Ich werde mir was einfallen lassen müssen. Gut, mal das Ding wieder zumachen. Ich verstehe diese verdammten Produzenten nicht. Erst will er unten mit mir über Geschäfte reden und dann überlegt er sich's anders. Reine Zeitverschwendung. Oskar, hast du die Schlüssel zum Büro? Verdammt. Ich muss sie auf Howards Tisch liegen lassen haben. Ich hol sie schnell. Bleib du hier. Verdammt, Howard konnte Marsetti nicht mal für 10 Minuten von hier fernhalten. Jetzt muss ich einen Platz finden, wo ich mich verstecken kann. Da drin, oder? Ja, in einem Wandschrank kann man sich gut verstecken. Ich habe die Bürotür offen gelassen. Aber ich bin sicher, dass ich sie abgeschlossen hatte. Oskar, sorg dafür, dass mich niemand stört. Ich habe ein wichtiges Telefonat zu erledigen. Hallo? Hier ist Marsetti. Wie kommt die Suche voran? Sie hatten 2 Stunden und Sie haben immer noch nichts. Und wer ist der Typ? Jack Del Nero. Ein Privatdetektiv. Lassen Sie mich raten. Ist der Italiener? Woher ich das weiß? Ganz einfach. Der Typ war vor nicht mal 5 Minuten hier. Der hat mir offensichtlich einen falschen Namen genannt. Vielleicht ist er noch im Laden. Ich sollte mir Oskar schnappen und dem Typen ein paar Fragen stellen. Auf keinen Fall.
Wir haben ihnen mehr als genug Zeit gegeben, die Sache zu erledigen. Und sie haben versagt. Jetzt kümmern wir uns drum. Oskar! Gehen wir. Wir müssen uns mit unserem neuen Freund unterhalten. Irgendwas sagt mir, dass die nächste Unterhaltung mit Marsetti weniger herzlich wird als die letzte. Ich sollte von hier verschwinden. Absolut. Können wir vielleicht vom Fenster aussehen? Zur Tür rausgehen kommt gar nicht in Frage. Schätze, die Fenster sind der einzige gangbare Weg. Gut, jetzt haben wir da oben. Jetzt müssen wir gerade noch da oben kommen. Ich glaube, diese Fenster gehören nicht zu Marsettis Laden. Unmöglich, die von außen aufzumachen. Diese Feuertreppe ist vielleicht ein guter Weg, hier rauszukommen. Wenn nur dieses Schild nicht im Weg wäre, dann käme ich dahin. Hinter diesem Schild befindet sich eine Feuer... Die Aufhängung dieses Schilds scheint in keinem guten Zustand zu sein. An der Stelle scheint die Verbindung beschädigt zu sein. Mir fällt nichts ein. Das ist einer der Haken, die das Neonschild halten. Ach, da haben wir doch die Speerspitze. Nehmen wir mal die her. Ich könnte es mit der Speerspitze versuchen. Mal sehen. Ich habe meine Zweifel, dass Marsetti das gefallen wird. Ich war nie sehr sportlich, aber ich habe keine andere Wahl. Wie bei einer Katze ziehen sich meine Muskeln zusammen und meine Arme fungieren als Gegengewichte, als ich mich zum Sprung bereit mache. Eine nicht mehr ganz junge Katze mit Alkoholproblemen und der Lunge voll Teer. Ein guter Zeitpunkt, um in Selbstmitleid zu vergehen. Gut, jetzt haben wir wieder unten. Und jetzt fahren wir zurück ins Büro, um Slowensky ein paar Fragen zu stellen. Wo willst du hin dieses Mal? Zur Essex. Ganz wie Wolle. Gut, da werden wir erstmal speichern. Weil jetzt werden wir erstmal ein paar Videos rendern.